Rosanna checkt, Rosanna checkt. Was geht ab? Wie und genau? Rosanna checkt für dich. Ich glaube, was wir hier machen, muss ich nicht mehr gross erklären, oder? Das ist Rosanna checkt, wie fährt man eigentlich einen Heißluftballon. Bevor man losfahren kann, muss man so einen Ballon aber zuerst mal aufblasen. Und das ist eine rechte Bütze. So, geschafft. Ja, Stefan, und wie steuert man denn jetzt den Ballon? Und jetzt, zum Beispiel heute Morgen, jetzt am Boden fahren wir so hinten und noch 100 Meter über dem Boden fahren wir genau auf die andere Seite. Und so können wir natürlich schon recht gut steuern und den Punkt ganz zielgenau anfahren. Gut. Also rauf klappt schon mal, aber runter... Ja gut. Oh. Ui, ui, da. Halt. So nah ist mir mein Kameramann so noch nie gekommen. Hey, schau mal! Anfangen tut man aber nicht mit einem grossen, sondern mit einem kleinen Ballon. Hoi Stefan. Guten Morgen, Rosanna. Jetzt müssen wir aber zuerst noch schnell schauen, von wo der Wind kommt, oder? Genau. Damit wir auch wissen, in welche Richtung dass wir fliegen. Ganz genau. Ja, zuerst noch einen Knopf machen. Oh, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Einfach loslassen, genau. Super. Also das heisst, wir fliegen so ein bisschen leicht in diese Richtung. Genau, in die Richtung oder anders ausgedrückt, Richtung Nordosten. Super. So, jetzt machen wir den Ballon mal parat. Zuerst ist der Korb an der Reihe. Da komme ich auch gar nicht rauf. Da kommen wir rauf. Den bei mir. Den da. Hopp. Ja, sehr gut. Und in diesem riesen Pack da ist jetzt eben der Ballon. Genau, gerade mitlaufen noch. Sehr gut. Da? Ja, perfekt. Den muss man am Korb anmachen und dann blasen wir ihn auf. Gut brüllen bis ein Anschlag und einen Umgang dann zurück. Wenn man einen Ballon aufbläst, dann langt nicht einfach ein bisschen reinpusten, da braucht es einen Ventilator. Schon noch gross, so ein Ding. Da passt ja meine ganze Wohnung rein. Okay, also ich glaube, der Ballon ist jetzt voll. Aber wieso liegt der so doof am Boden rum? Ah, da muss eigentlich noch warme Luft rein. Erst dann steht er auf. Es wird also schon noch warm da unten. Übrigens, damit man meinen blauen Ballon besser filmen kann, kommt noch ein zweiter Ballon mit, der gelbe hier hinten. Wir sind ready zum Gehen. Stefan und Ballonfahrer haben ja so ganz einen lustigen Gruß, nämlich «Gut Land». Und das sagt man, bevor man in die Luft geht. Genau. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das macht eigentlich schon Sinn, weil starten haben wir eigentlich ganz selten Probleme, nur wenn es zu viel Bodenwind hat. Aber wir sagen gut Land, weil wir ja auch wieder heil auf die Erde runterkommen. Okay, also wünschen wir uns gut Land. Also dann wünsche ich dir gut Land. Gut Land. Oh. Philipp, bist du aufgeregt? Nein. Gut. Okay. Kannst du noch schnell im abrufen, gut Land. Gut Land!
Jö, schau mal, der winzige Zug. Wir sind übrigens in der Ostschweiz unterwegs und der grosse Berg im Hintergrund, das ist der Sentis. Wo wir landen, das wissen wir noch nicht, das kommt ganz auf den Wind an. Du Stefan, wenn ich jetzt da immer weiterheizen, so nie aufhören, also für immer genau das machen, fliegen wir dann ins All? Nein, das fahren wir nicht. Aus dem Grund, weil wir haben eine beschränkte Höhe, also wir haben das Volumen und wir dürfen halt eine gewisse Temperatur im Ballon rein nicht überschreiten. Und je höher das wir gehen, desto wärmer müssen wir haben im Ballon. Und darum würden wir gerne ins All rauskommen. Also so mit dem Ballon, mit dieser Beladung, wie wir jetzt hier sind, haben wir Maximum so 8'000–9'000 Meter. Okay, dann bin ich froh, dass ich da noch nicht heizen kann. Und wie steuert man eigentlich so einen Ballon? Ja, wir können eigentlich nicht steuern, aber es ist ganz, ganz selten so, dass wir nur einen Wind haben. Wir haben in den verschiedenen Höhen unterschiedliche Wind. Also in verschiedenen Luftschichten? Ja, in verschiedenen Luftschichten. Also wenn wir ein bisschen schauen, dann kann es sein, dass wir in diese Seite fahren. Und jetzt, oder jetzt zum Beispiel heute Morgen, jetzt am Boden fahren wir so hinten und noch 100 Meter über dem Boden fahren wir genau auf die andere Seite. Und so können wir natürlich schon recht gut steuern und den Punkt ganz zielgenau anfahren. Und Höhe, das haben wir vorher schon schnell gesehen, auf und ab. Steuerst mit Heizen, Genau. auf und ab. Der Ballon ist ja eigentlich nur ganz dünnes Tuch und durch das kühlt sich natürlich die Luft auch schnell ab nach außen, oder? Von außen haben wir jetzt irgendwo 15 Grad und im Ballon 70 Grad. Und das kühlt natürlich auch schnell ab. Und wenn man es abkühlt, dann verlieren wir die Tragkraft und sinken eigentlich sofort auch ab. Ein Ballon reagiert ja aber relativ langsam, habe ich gehört. Also es ist nicht wie beim Autofahren oder so, dass wenn ich jetzt hier heize, dann steigen wir sofort. Sondern das passiert später. Genau. Also wenn wir heizen, dann ist eine gewisse Verzögerung da, weil die warme Luft, die muss sich zuerst in der Hülle verteilen und das muss reagieren. Und in dieser Zeit, bis die Reaktion da ist, das ist je nach Größe des Ballons unterschiedlich, eine halbe Minute, Minute. Und diese Verzögerung müssen wir eigentlich auch einrechnen mit dem Reagieren. Also eben mit dem Auto, wenn ich so mache, dann geht es links. Mit dem Velo, wenn ich Balance links oder Führergang, dann geht es links oder rechts. Und mit dem Ballon heizen passiert zuerst schon mal nichts. Und dann erst hinten drin kommt die Reaktion. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen eine Routine, eine Gefühlssache. Wie viel braucht es jetzt genau? Ja. Wenn wir das sonst schnell ausprobieren. Also ich heize jetzt und dann schauen wir, wenn wir steigen. Genau. Gut. Sehr gut. Kannst ganz lang. Ein Meter pro Sekunde, 1,2 Meter pro Sekunde, 1,4 Meter, 1,5 Meter pro Sekunde, 1,6. Und wir heizen jetzt schon eine halbe Minute nicht mehr. Ist also schon noch schön. Wie könnte es auch anders sein? Der Chef. Ja, Chef. Nein, schau, ich bin jetzt am Heißluftballon fliegen und es ist mega schön und ich habe eine mega schöne Aussicht und ich habe nicht so Lust, mit dir jetzt gerade telefonieren irgendwie. Ah, nein. Wir sind auf 1500 Meter über Meer. Also da hat es nicht so viele Kirchtürme. Ich glaube, das... Nein, das kommt gut. Aber ja, danke. Ja, ist gut. Tschüss. Der Chef macht sich mal wieder Sorgen. Kirchturm auf dieser Höhe. Pff. Obwohl, wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. So einen Kirchturm mal aus der Nähe anschauen. Und das geht sogar, sagt der Stefan. Also das heisst, man kann relativ tief runterfliegen? Das kann man grundsätzlich, ja. Wenn es ganz windschwach ist, dann kann man wirklich sogar im Extremfall einen Tannenzapfen abnehmen, andere Tannen oder so. Oh, also Ja. jetzt ist es ja recht windschwach, gell? Jetzt, heute ist es relativ windschwach. Das heisst, wir könnten jetzt da mal so ein bisschen tief fliegen? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann machen wir das doch. Da freue ich mich drauf.
Übrigens, ich rede schon die ganze Zeit vom Ballon fliegen. Dabei stimmt das gar nicht. Ein Ballon fliegt man nicht, der fährt man. Und weisst wieso? Wenn etwas leichter ist als die Luft, so wie eben unser Ballon, dann fährt das Ding eben. Und nur dann, wenn etwas schwerer ist als Luft, also ein Flugzeug oder so, dann sagt man fliegen. So, Anflug, Anfahrt auf die Kille Niederhelfenschwil. Das ist also schon noch nicht da. Der Spitz dort. So, das Dorf haben wir jetzt überfahren. Gehen wir weiter. Du, Stefan, was macht eigentlich ein Ballonfahrer, wenn er aufs WC muss? Das ist natürlich sehr schlecht. In der Regel gehen wir vor der Ballonfahrt aufs WC. Ja, verklemmen. Im allerschlimmsten Fall geht man natürlich halt runter, geht zwischenlanden und ja, geht dann halt wieder rauf. Wobei der Pilot natürlich das schlecht machen kann, weil der Pilot kann nicht aussteigen. Oder? Philipp, du dort hinter der Kamera, hältst du es noch aus? Nicht? Oh, also ich glaube, wir müssen schnell zwischenlanden. Okay, dann machen wir eine Zwischenlandung. Und Was muss man machen zum Zwischenlanden? also primär einmal ein gutes Gebiet aussuchen, wo es möglichst keine Bäume, keine Leitungen hat, keine Häuser. Und möglichst auch keine Tiere oder nicht so Tiere in der Nähe, die halt schreckhaft sind, Rösser oder so. Und da bestimmen und dann ein bisschen schneller ab und abfangen, immer ein bisschen langsamer sinken. Also das heisst, immer ein bisschen weniger heizen Genau. und weniger heizen? Und jetzt müssen wir eigentlich gerade mal ein bisschen. Willst du gerade? Ja. Weil wir jetzt schnell gesunken sind. Genau. Okay. Das sehen wir da unten haben wir einen gemeinen Maisacker oder Runkel, beides hier nebeneinander. Das ist natürlich nicht so ideal, also Kulturschaden dürfen wir auch nicht machen. Jetzt sinken wir mit 1,3 Meter pro Sekunde. Das heisst, wir sind jetzt etwa 100 Meter über Boden, also können wir auch ein bisschen reduzieren. Also kannst du mal etwa 5 bis 10 Sekunden heizen. Jetzt haben wir gesehen, ist jetzt von 1,6 auf 1,4 Meter gekommen. Das ist eigentlich perfekt. Also heisst, wir sinken jetzt etwa 1,5 Meter. Jetzt sinken wir noch genau 1 Meter. Das ist eigentlich das, was wir gerne haben, um auch bis relativ weit runter. Und was machst du jetzt dort, Gespässiges? Wir können natürlich auch ein bisschen Luft ablassen dran, warme Luft, wenn wir ein bisschen zu viel geheizt haben. Und dann ziehen wir hier ein bisschen an dieser Leine gerade oben dran ein bisschen Luft ab. Okay. Genau. Und grundsätzlich tun wir lieber ein bisschen zu viel heizen. Ist klar, dass wir natürlich nicht im Boden klopfen, dass wir schön sanft runterkommen. Und dann können wir auch durchaus hier wieder ein bisschen ablassen. Okay. Sehr gut. Und dann schauen wir das Vario an. Ist jetzt von 1 Meter auf 90 cm gekommen. Gehen nochmal rein. Gut. Ja, gut. Und dann ist ganz wichtig, am Schluss, kurz vor wir am Boden sind, ziehen wir die Leinen runter. Jetzt kannst du schon mal ein bisschen ziehen, weil wir schon ein bisschen überheizt, dass wir nicht hin im Mais kommen. Und oben den Deckel anschauen. Jetzt geht es oben ganz wenig auf. Oh, jetzt kommen wir dann gerade im Mais. Genau, sehr gut. Nein, wir schaffen es gut vor dem Mais noch. Und noch ein bisschen ziehen. noch mal ein bisschen rauslassen. Gut, jetzt merkst du, jetzt kommt, jetzt lassen wir schon wieder auf den Deckel. Und dann ist ganz wichtig, eigentlich, bei der Landung ziehen wir dann eigentlich ein bisschen auf, damit ein bisschen Luft abgeht. Auch ein bisschen in die Knie gehen bei der Landung. Gut, jetzt ziehen wir an dieser da. Sehr gut. Oh. Ui. Ja, ist halt. Hey, schau, Mann. Ja, das ist. Ei. Wow, festheben. Nein, nicht an der Kamera. Aua. Ach, das habe ich mir also ein bisschen sanfter vorgestellt. Und das alles nur wegen deiner schwachen Blase, Philipp. Also Haus! Achtung, Leine! Hängt um Baum! So, herrlich! Ui!
So, ein bisschen Pause ist jetzt vorbei. Jetzt gehen wir wieder. Tschüss! Kannst du mal heizen, wirklich voll drauf bleiben. Du, Stefan? Ja, da kommt nicht mehr viel. Nein. He? Was machen wir jetzt? Was denkst du? Ja, Wir gehen auf eine volle Flasche, oder? abstürzen, Abstürzen. oder die Gasflasche wechseln. Genau. Zum Glück hat es im Korb 4 Gasflaschen. Wenn eine leer ist, dann wird einfach die nächste angeschlossen. Und nachher den gelben Hahn auf. Und dann den gelben Hahn auf und dann gleich testen. So. Okay, Sehr gut. Jawohl. Da ist wieder eine andere Flamme. das sieht gut aus. Sehr gut, super. Wir landen schon bald wieder, leider. Bevor wir das machen, habe ich aber noch 3 Fragen, die mir extrem auf der Seele brennen an Stefan. Die erste kommt nicht von mir, sondern von 2 Zambo-Mitgliedern. Silas und Pferd 15 heissen die beiden. Wie viele Heißluftballone sind pro Tag so im Schnitt in der Schweiz unterwegs? Etwa? Das kommt natürlich extrem auf den Tag selber an. Also wenn es natürlich regnet, dann ist es keine, ist klar. Wenn die Bedingungen einigermaßen sind, dann sind es vielleicht ein paar wenige. Und dann gibt es natürlich schon Tage, wie zum Beispiel heute oder auch gestern Abend, wo es natürlich durchaus gegen die 100 Ballone an einem Wochenende Tag unterwegs sind in der Schweiz. Also noch viel. Die zweite Frage, die kommt von mir selber. Und zwar habe ich gehört, dass ihr Ballonfahrer etwa die mal noch umspeutet. Was? Wieso? Das ist ja so. Und zwar können wir natürlich, der Wind ist ja nicht sichtbar. Und wir müssen also etwas runterlassen, damit wir die Windrichtungen ablesen können. Vor allem unten Und das dran. geht natürlich am ringsten. Das machen wir jetzt gerade mal. Dann müssen wir miteinander speuzen. Okay. 1, 2, 3. Oh. Jetzt können wir sehen, der Speuz geht unten dran noch ein bisschen rechts. Also wissen wir, wenn Der wir Wind- runtergehen, bewegen wir uns auch rechts mit dem Ballon. Okay, das ist noch wichtig, wenn man landet. Ja, hä? ganz genau. Insbesondere bei der Landung, wenn wir ein bisschen Hindernisse haben und so, um zu schauen, ob es zu passen kommt und so. Ganz wichtig. Gut, und die dritte Frage betrifft auch die Landung. Ballonfahrer trinken immer, wenn sie landen, einen Sekt. Das ist Wieso richtig. ist das so? Das ist natürlich ganz eine alte Tradition. Das Ballonfahren hat schon ganz früh angefangen. Das war eigentlich das erste Luftfahrzeug, also das erste, wo wir überhaupt als Mensch vom Erdboden, von der Erde weggekommen sind. Die haben natürlich am Anfang große Probleme gehabt. Wenn sie weit gefahren sind, haben die Leute nicht geglaubt, dass sie von der Erde kommen. Also ich meine, sie Außerirdische? Ja, klar, irgendwoher. Okay. Und dann hat man überlegt, was man machen kann, um dem ausweichen oder eben zu beweisen, dass man von der Erde kommt. Und in Frankreich, da hat es viele Trauben, man nimmt man natürlich ein Produkt aus Trauben mit. Und das ist halt eben so ein Champagner, ein Prosecco oder etwas. Und darum nehmen wir eigentlich so eine Flasche im Ballon mit und trinken die nach der Ballonfahrt, wenn wir gut sauber gelandet sind, trinken miteinander. Machen wir das heute auch? Ja, ganz klar. Jetzt landen wir, jetzt landen wir. Und jetzt hebst du die fest, das mal. Ich heb die fest. Achtung. Ich glaube, das wird ganz eine feine Landung. Tada. Jetzt geht's trinken. Obwohl wir einander ja nicht beweisen müssen, dass wir keine Außerirdischen sind. So, und 1, 2. 2 und schau, ob es so hoch geht, wie wir waren. Bravo! Ah, ich glaube nicht. Oh, wunderbar. Danke So. vielmals. Philipp, geben wir auch eins. Klar. Ja. Rosanna, zum Wohl, hat mich gefreut. Auf gut Land, he? Zum Wohl, Philipp. Zum Wohl, Philipp. Gut Land. Immer gut Land, he? Zum Wohl. Was geht ab? Wie läuft jeder? Rosanna checkt, Rosanna